So, runter schon mal etwas. Okay, wir sind live. Guten Morgen. Ich habe da aufgrund eines Zuschauers, der sich gewünscht hat, dass ich mal ein Anfängerdeck zusammenstelle, überlegt, ich könnte das gleich als Livestream machen. Dann kann ich das zeigen, wie ich das mache, wie das aussieht. Das hier ist ja der Startbildschirm. Dann geht man da auf Karten, neues Deck. Ich habe jetzt bereits eins gelöscht, damit ich eins zusammenstellen kann. Für ein neues Deck klickt man hier. Ich habe vorgeschlagen, Deutschland als Hauptnation zu wählen, dazu Japan, weil gerade die Anfänger hier bereits sehr viele gute und schlagkräftige Karten haben und sie auch günstig sind. Durch diese Funktion alle anzeigen, da drücke ich immer drauf, dann hat man alle Karten, auch die man nicht hat, die sind dann so ausgegraut. Vermutlich habe ich da keine davon. Für die Anfänger wird es wichtig sein, schnell in die Front mit vielen billigen Einheiten viel Schaden machen. Dazu eignet sich zum Beispiel dieses Infanterieregiment, kommt automatisch an die Front, falls möglich, hat Schock. Diese japanische Einheit hat +2 Angriff und Schock, ist auch günstig und schnell. Und wenn man noch nicht so viele Karten hat, die hat man sicher nicht. Aber die ist, glaube ich, beim Startpaket, glaube ich, sogar dabei. Dann würde ich diese einsetzen. Die hat man vermutlich alle nicht, diese Elite-Karten. Ist bei einem schnellen Spiel auch nicht unbedingt erforderlich. Wenn man kann, wäre diese Karte interessant. Die blockt erstens gegnerische Bomber, zweitens hat sie Blitz, ist also schnell, hat zwar Bindung, aber bei der Zerstörung macht sie dem feindlichen Hauptquartier noch 2 Schaden und gibt seinem eigenen Verteidigung, wenn man kann, sie hat rein. Diese Karte ist gerade gegen Rusher Decks interessant, weil sie kontinuierlich einen Schaden verursacht, wenn eine Einheit zerstört wird. Verursacht sie wieder einen Schaden und wenn sie wieder eine Einheit zerstört, ist zwar relativ teuer, muss man sich sehen, dass man sie beim Anfang nicht dabei im Deck hat. Diese Karte ist eine Elite-Karte, relativ teuer, ist sicher nicht für ein Rusher-Deck geeignet. Diesen Flieger würde ich mit einpacken, weil er beim Einsatz bereits eine Einheit bekämpft und +2 Angriff hat auf Bodenziele, das heißt auch aufs Hauptquartier. Falls man nicht alle Karten hat oder nur eine Karte, kann man einfach eine Alternative wählen. Das ist absolut kein Problem. Diese Karte ist eher für das spätere Spiel relevant, solange möchten wir eigentlich gar nicht spielen. Wenn man kann diese Karte einsetzen, da kriegt man einen schnellen Panzer, plus man kann den Panzer noch buffen mit einer Karte. Der ist eigentlich zu teuer für das, was er bringt. Der kann interessant sein, ist aber auch wieder eine Elite-Karte. Dieser Panzer macht alle anderen Panzer mit Blitz, mit 2 Angriff, also erhöht den Schaden. Ähm, Dieser Flieger könnte auch was sein. Ich setze aber auf andere. Wenn man kann, diesen Flieger einsetzen, Bomber blocken und wenn der Gegner keine Einheit einsetzt, 4 Schaden am Hauptquartier. Diese Karte da hier reduziert alle deutschen Karten mit ungeraden Kosten im Deck um 1. Die ist nicht wirklich effizient. Die braucht man nicht. Diese finde ich auch noch spannend, würde ich vielleicht zweimal einpacken, wenn es geht, weil wenn diese Einheit mit Blitz eine andere Einheit zerstört, wird sie Veteran und verursacht beim gegnerischen Hauptquartier 3 Schaden. Diese Einheit, da schicke ich eine Einheit wieder auf die Hand. Ich ziehe eine Karte,
kann man zum Beispiel den Flieger mit Einsatzschaden oder diese Karte wieder auf die Hand nehmen, dann hat sie den Einsatz wieder. Also wird sie beim Einsatz. Dieser Panzer ist beim Startpaket mit dabei, würde ich mal behaupten. Das ist 6 Jahre her, weiß ich nicht mehr so genau. Dieser deutsche Panzer verleiht allen anderen Panzer +1 beim Einsatz und deine anderen deutschen Panzer haben alle Blitz, wenn sie sonst keinen Blitz hätten. Also mal rein damit. Äh, Diese Karte ist sicher dabei, kann man einsetzen, ist relativ teuer und Blitz, also braucht man schon 4 Credits. Dieser Panzer also umwandelt eine gegnerische Handkarte in eine Produktion um, falls man eine gegnerische Karte zerstört auf dem Schlachtfeld. Kann man, wenn man will. Diese Einheit ist eine Elite-Karte, würde ich aber einsetzen, weil automatisch alle Einheiten in die Front verschoben werden, wenn die Front frei ist. Blitzkrieg, da haben alle in der Frontlinie +3 Angriff und die Aktionskosten sind weniger. Gehört unbedingt rein für ein Rusher Deck mit billigen Einheiten. Äh, Diese könnte man reinpacken, weil sie erstens Wache hat. Also man kann mit dieser Wache den gegnerischen Ansturm etwas ausbremsen. Hier haben wir eine Blitzschock-Einheit, welche dann bei der Zerstörung der Nachschublinie eine Wacheinheit einsetzt. Könnte man auch einpacken. Ich nehme sie jetzt mal mit dazu. Diese Einheit macht 3 Schaden, wenn sie in die Frontlinie verschoben wird, am gegnerischen Hauptquartier. Ist auch nett. Da haben wir einen Blitzpanzer, der alle Lufteinheiten einsetzt. Wichtig bei den ganzen Flieger-Metadecks der Gegner. Dieser Panzer werden die Aktionskosten um 1 reduziert, wenn man eine Infanterie auf dem Feld hat, was ich ganz sicher haben werde. Diese Wache, wenn sie zerstört wird vom Gegner oder auch von mir selber, dann ist die Runde beendet. Da kann man auch den Gegner wunderbar ausbremsen damit. Damit kann ich wieder eine Einheit auf die Hand schicken und meine deutschen Einheiten erhalten überall +1 Angriff. Dann diese Karte ist auch nicht unwesentlich. Ich habe punktuell 5 Angriff plus. Diese Karte ist eine Elite-Karte, ist beim Startpaket nicht dabei. Sobald ich eine andere Einheit einsetze, zerstöre ich diese Einheit, also von daher nicht so interessant. Ähm, Diese Einheit könnte man mitnehmen. Die gibt +1 Angriff für Einheiten an der Front, -1 Aktionskosten, ist günstig. Diese Einheit brauche ich, damit mir die Karten nicht ausgehen, weil ich viele günstige Karten habe. Dann davon nehmen wir gleich 2. Der macht beim Einsatz einen Schaden. Irgendwo, auch am Hauptquartier, wenn er zerstört wird, bekomme ich wieder eine Kopie davon, kann ihn also wieder einsetzen. Diese Karte würde deutsche Karten um 1 reduzieren, jedoch nicht unter 1. Ich habe ja jetzt noch erst eine mit Kosten von 1. Dann also macht, dass alle Einheiten +1 Angriff haben. Der ist beim Startpaket auch mit dabei. Der hat Vernebelung. Und jetzt mal, wenn er das Hauptquartier angreift, kriegt er einen Angriff plus. Ist auch nicht schlecht. Diese da könnte man einsetzen, wenn man sie hat. Dann haben wir hier einen Blitzpanzer. Er erhält +1 Angriff, wenn eine weitere Karte den Angriff dieser Einheit erhöht. Das heißt, ich kann ihn pushen. Dieser erhält +2 beim Ziehen einer Karte. Kann ich also auch pushen. Der wird Veteran, wenn er dem Hauptquartier beschädigt, dann kriege ich eine Kopie.
Dann nehmen wir hier diese Pflichtbewusst noch rein. Der wäre auch noch so was. Machen wir jetzt nicht. Und ich habe noch eine Karte. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Also eine Karte noch. Würde ich eigentlich gerne noch. Was soll ich noch? Also von den japanischen Karten kann ich nichts mehr mitnehmen. Da habe ich schon 12. Ich kann einfach noch eine deutsche Karte. Dann nehme ich vielleicht irgendwas nicht allzu günstiges. Aber etwas, das auch einigermaßen. Ah, diese da. Schicke eine verbündete Einheit auf deine Hand zurück. Sie erhält +1/+1. Dann kann ich zum Beispiel dann alle Karten mit Einsatz wieder zurückschicken. Und jetzt sagen wir diesem Deck Anfänger Deck. Ich werde dann den Deckcode auch in die Kommentare kopieren und speichern. Dann Kartenrücken, die ändere ich normalerweise gerne etwas. Nehmen wir jetzt für dieses spezielle Deck, sagen wir das Steam, und hier nehmen wir das andere Schlachtfeld. Das gibt es, wenn man die Kampagne spielt. Und hier sonst der Startbildschirm ist eigentlich, denke ich mal, klar. Jetzt spielen wir mal eine Runde gegen einen echten Spieler. Das heißt, ich bin auf Rang 6, ich treffe auf andere auf Rang 6, die sind deutlich besser betreffend der Karten. Aber als Anfänger spielt man ja nicht auf Rang 6, sondern irgendwo um Rang 20. Und auf diesem Rang könnte das was werden. Wir spielen jetzt mal eine Runde. Dann kann ich während dem Spielen noch weiter erklären, wie das funktioniert mit den ganzen Karten und Kombinationen, falls meine Synergien einigermaßen funktionieren. So, der Gegner ist gefunden. Okay, als erstes geht es darum, die Karten auszutauschen. Die lassen wir gleich mal drin, die ist zu teuer, 4. Die nehmen wir raus, die hat Bindung und die ist sowieso gleich tot. Lassen wir mal sein. Die ist ja mal gut, die hat Blitz und die hat Vernebelung. Dann setzen wir zuerst die ein. Dann wird der Zug beendet. Wir sind ja freundlich. Der hat jetzt auch eine Blitzkarte. Wenn ich jetzt da in die Front ziehe, kann ich bereits Schaden verursachen am Hauptquartier. So. Und nehme dann diese noch mit und in die Front. Jetzt kann er mir mit seiner Karte keine zerstören. Okay. Damit jetzt diese Karte überlebt, müsste ich sie entweder auf die Hand zurückspielen. Ich könnte pflichtbewusst spielen, dann kriegt sie 1/1. Das werde ich jetzt mal machen. Die wäre zwar interessanter hier, aber ich will, dass diese Karte überlebt da. Und schick eine verbündete Einheit auf deine Hand zurück. Dann machen wir jetzt noch das da. So, jetzt hat jede deutsche Karte hat +1 Angriff. Er kann mir jetzt diese Einheit nicht zerstören. Jetzt kann er, so. Hat er auch gemacht. Und jetzt komme ich mit diesem Flieger. Wenn er jetzt nichts einsetzen würde, hätte er bereits wieder 4 Schaden.
Ich habe dann 5 Credits, ich kann mit dieser Einheit angreifen, zum Beispiel diese da hier noch einsetzen. Oder mit dieser da hier in die Front ziehen. Mal sehen, was er macht. Er spielt ja dasselbe wie ich. Also diese Einheit wird er mir zerstören, weil der dann 3 Angriff hat. Aber ich zerstöre eine seiner Einheiten auch. Und wenn er in der Front steht, kann ich mit dieser Wacheinheit oder mit dieser Schockeinheit seinen Panzer zerstören. Okay. Jetzt muss ich mit diese Einheit zerstören. Dann habe ich hier eine Wache. Und er hat jetzt nur 2 Angriff. Dann zerstöre ich jetzt noch diese Einheit. Dann hat er keine in der Front und müsste mit diesem Panzer bereits angreifen. Da kann er nur diese Wache angreifen oder diese Einheit. Und jetzt ist hier auch die Bindung weg. Das heißt, ich hätte auch diese Einheit dann spielen können, ohne dass mir mein Hauptquartier Schaden erleiden würde. Also hat gut geklappt die erste Runde. Dann spielen wir doch gleich noch eine zweite Runde. Ich, ich denke mal, dass das Deck Potenzial hat, wenn man als Anfänger diese Karten überhaupt hat. Ansonsten kann man sie über Karten, also so über Leerkarten, Platzhalterkarten ein bisschen auffüllen oder einfach andere Karten ins Deck packen. Okay, diese Karte kommt direkt an die Front. Der ist zu teuer, der ist zu teuer im Moment. Der macht einen Schaden, also setze ich zuerst diesen ein. Ich bin dann zwar nicht an der Front, aber ich erleide auch keinen Schaden. Aha. Er hat als Verbündeter hat der Britannien, das heißt, er wird mir immer wieder Schaden machen mit seinen Billigsteinheiten. Okay. Dann werde ich jetzt mal den Angriff erhöhen und schalte seine Wache aus. Dann kann ich diese Wache einsetzen. Okay. Ja. Diese Einheit verursacht jetzt bei mir einen Schaden am Hauptquartier. Diese Einheit verliere ich durch den Flieger. Ich muss jetzt mal hier Schaden verursachen. Und gebe mir hier eine Wache, die will ich hier zum Schutz für das Hauptquartier, dass er mir hier nicht, dass er mich nicht angreifen kann. Wie gesagt, diese Karte ist eigentlich ziemlich nutzlos. Ich gehe jetzt, was mache ich jetzt? Nein, will ich nicht. Ich will die Frontlinie. Ich will
dass der hier steht. Ich gehe da in die Front, zerstöre diese Einheit und zerstöre ihm seinen Flieger. Jetzt wäre dann der Plan, diese Wacheinheit hier in die Mitte zu ziehen. Okay, das war jetzt etwas unerwartet. Aber dann kommt jetzt dieser Flieger zum Zug und ich nehme diese Einheit in die Front. Dann habe ich schon mal eine Schockeinheit an der Front. Kann die dann noch verstärken, falls nötig. Und habe diesen Flieger mit Einsatz 4. Ist jetzt eher eine interessante Strategie. Ich nehme jetzt diese Wache an die Front. Dann ist der geschützt. Und ich greife jetzt einfach mal an. Mal sehen. Okay, das ist diese eine Karte, die ich gemeint habe beim Deckbauen. Ich kann jetzt keine Einheit einsetzen. Äh, okay, ich habe auch keine Einheit. Jetzt bei der nächsten Runde müsste das eigentlich da klappen. Also erst muss ich dann einfach einen Testangriff machen, nicht dass er den Schaden spiegelt. Also hat ja auch fast. Okay, war jetzt nicht so schwierig. Da wir ja hier in einem Livestream sind, kann ich ja problemlos noch eine dritte Runde spielen, damit man die Synergien vom Deck noch ein bisschen besser zeigen kann. Und dann ist der Livestream auch schon beendet. Dann werde ich dem Zuschauer, der danach gefragt hat, den Link zum Livestream-Video in die Kommentare schicken, mitgeben. Also wir haben jetzt hier sicher einen Rusher, der wird schnell. Da brauche ich die und die noch nicht. Die ist, ja gut. Jetzt habe ich eine 10er-Karte drin. Das ist jetzt mal recht spannend. Ich muss jetzt dringend in die Front. Ich kassiere dann einen Schaden am HQ. Das muss ich jetzt einfach verkraften. Aha. Hat ein bisschen schlechte Handkarten oder was ist sein Problem? Ich werde jetzt seinen Panzer zerstören.
damit diese Einheit dann auch an die Frontlinie kommt. Dann muss er sie zerstören, damit er zu meinem Hauptquartier kommt. Also der muss sicher in die Frontlinie, diesen Panzer in die Reserve und dem gebe ich dann noch +1, dann zerstört er diese Einheit gleich. Und ich kann meinen Panzer hier schon okay. Dann nehmen wir jetzt genau diese Einheit, um diese zu zerstören. Weil der hat Schnellfeuer und macht sehr viel Schaden. Also das ist eine Elite-Einheit, da muss ich die opfern. Mit dieser Einheit kann ich nicht an die Front, weil sonst zerstört immer diese Einheit. Ah, das ist jetzt aber Pech. Aber seine Einheit ist weg. Okay. Jetzt machen wir da mal ein bisschen Schaden. Dann habe ich die zweite Einheit, wenn ich schaffe, auch an der Front. Okay. Das ist jetzt, zum Glück habe ich da diesen Flieger. Okay. Dieser Flieger, der macht jetzt nur 4 Schaden. Hä? Gut. Und jetzt muss ich, der kann jetzt nicht, also er kann mir meinen Flieger zerstören. Ich denke, ich gehe dieses Risiko ein. Wenn er mein Hauptquartier angreift, dann wird er stärker. Ich muss den Flieger aus dem Spiel nehmen. Und dann kann ich okay. Also jetzt kann ich meinen Flieger da aus dem Spiel nehmen und ihn gleich wieder einsetzen. Oder mit dieser Karte kann ich auch. Nehmen wir den Flieger raus. Dann setze ich den Flieger gleich wieder ein. Da. Das war jetzt ein gutes Beispiel für meine Synergie von meinem Deck. Ja, der Livestream läuft jetzt bereits seit 28 Minuten. Ich denke, man erkennt gut, was das Deck für Potenzial hat. Dann beenden wir doch den Livestream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ist ein Deckmuster für einen Zuschauer, der mich nach einem Anfängerdeck gefragt hat. Und ich habe gerade mal wieder Zeit und Lust gehabt für einen Livestream. Also passt eigentlich. Dann bis zum nächsten Mal.